Hallo, herzlich willkommen bei Ein Licht in der Dunkelheit. Heute wollen wir uns einem weiteren Thema widmen, genauer gesagt weiteren Bibeltexten, die wir uns mit Jehovas Zeugen anschauen können. Heute wollen wir uns die Frage stellen, gibt es nur einen Erlöser? Was sagt die Bibel dazu? In Jesaja 43, Vers 11 lesen wir, dass Gott unser Erlöser ist. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Jesaja 45, Vers 21. War ich es nicht, der Herr, und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter? Jehova ist also unser Retter, und außer ihm gibt es keinen. Lasst uns nun einen Blick ins Neue Testament werfen. Dazu wollen wir Apostelgeschichte 4, die Verse 10 und 12 lesen. Denn dort lesen wir erstaunlicherweise genau dasselbe über Jesus, was wir im Alten Testament, im Buch Jesaja, über Jehova gelesen haben. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nämlich durch Jesus Christus. Er ist unser Retter. Titus 3, Vers 6. Stellt einem gegenüber die Frage, wenn doch Gott unser einziger Erlöser und Retter ist, wie wir in Jesaja lesen konnten, was bedeuten dann diese Texte, die wir hier gerade von Jesus als dem einzigen, durch den wir gerettet werden können, gelesen haben? Zeigt uns das nicht, dass sie beide gleichgestellt sind und somit Gott? Interessanterweise wird in Titus 3, dort wo wir über Jesus lesen konnten in Vers 6, dass er unser Retter ist, ein paar Verse davor in Vers 4 erwähnt, dass Gott der Vater unser Retter ist. Also im gleichen Kapitel, Gott der Vater ist unser Retter und Jesus ist unser Retter. Die Bibel ist also klar darin, dass wir nur einen Retter, Jehova, haben. Und das Neue Testament zeigt uns, dass wir nur durch Jesus gerettet werden können. Denkt darüber nach und bitte vergesst nicht, es geht nur darum, Ihnen die Bibeltexte aufzuzeigen, damit Sie sie selber auch studieren können und sich Gedanken darüber machen. Es geht nicht darum, Sie von etwas überzeugen zu müssen, sondern nur darum, Ihnen die Bibelstellen zu zeigen. Alles andere ist dem Heiligen Geist überlassen. Doch lass uns zum Schluss einen weiteren Vergleich nehmen. In Psalm 130, Vers 7 und 8 lesen wir über Jehova, ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Also wir sehen hier, es ist Jehova, der uns erlöst von unseren Sünden. Wenn wir dann zu Matthäus 1, Vers 21 kommen, lesen wir dort: Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also Jehova ist es, der uns erlöst. Und im Neuen Testament erfahren wir, dass es Jesus ist. Ist das nicht interessant? Und es sind nicht eure eigenen Worte. Es steht so in der Bibel geschrieben. Also was ihr tun könnt, ist, sie darauf aufmerksam zu machen. Und selbst in ihrer eigenen Bibelübersetzung steht es noch so geschrieben. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Studium seines Wortes und diesen Texten, die wir uns heute angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal.